Es ist Zeit für ein Duell, liebe Freunde, und damit willkommen zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Endlich mal wieder ein Yu-Gi-Oh! Spiel. In diesem Sinne, Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Eines der wenigen Spiele für die Wii. Ja, damals gab es, glaube ich, sogar nur zwei Yu-Gi-Oh! Spiele für die Wii. Und das andere war ja Wheelie Breakers, was ja mit Yu-Gi-Oh! an und für sich nicht mal so viel zu tun hatte. Aber ist ja egal. So, direkt mal ohne großen Umschweif weitergehen. Zack. Denn hier geht es vor allem darum, mal den Story-Modus ein bisschen zu ergründen. So, ihr seht schon, wir haben ein bisschen was bereits angefangen. Das habe ich deshalb gemacht, um mal zu testen, wegen dem Story-Modus. Dann habe ich auch vom letzten Test noch ein bisschen Erinnerung. Dass da vor allem, am Anfang, ja bitte laden, dass da vor allem noch die Einführungsszene ziemlich lange dauert. Und deswegen gehen wir gerne mal groß umschweifen nach dem Story-Modus, aber ganz kurz noch ins Deckmenü. Um euch mal unser Deck zu zeigen für zumindest mal die ersten paar Duelle. So, ist eigentlich grundsätzlich das Standard-Deck. Jedoch werde ich hier mal das Deck ein bisschen schrumpfen, denn da, ihr seht schon, es gibt 43 Karten insgesamt und ganz ehrlich, ey, die Karten sind teilweise echt, das heißt teilweise, im Großen und Ganzen kann man vielleicht 2, 3 kann man behalten. Ja gut, nee, im Grunde genommen vielleicht 5 bis maximal 10 davon können wir vielleicht mal bei künftigen Duellen noch gebrauchen. Aber der Rest ist ziemlich, naja, nicht unbedingt brauchbar, wobei, Feincontroller, oh, der ist sehr gut. Sehr gut gebraucht, was haben wir sonst noch? Schildstoß, bleibt sich noch lange drin. Spalt sowieso, fast schon Pflicht heutzutage. Verteidigungsstab auch nicht schlecht. Schenkungsumkehr, was haben wir noch? Lebendig heimkehrender Krieger, Band des Mutes. So, an und für sich eigentlich alles gar nicht mal so schlechte Zauberkarten, vor allem die Monster hier. Ich meine, testlos, okay, Monarch kann man immer gut gebrauchen. Sasuke Samurai für verdeckte Monsterkarten auch nicht schlecht. Aber sonst ist alles eine Haben, vor allem hier normale Monsterkarten. Ich meine, Axträuber, drei Gräfer der Krieg, alles so Schwächlinge und vor allem natürlich, die ich sowieso raushauen muss hier, geflügelter Drache. Ich meine, hallo? 3 Stück davon. 1400 Angriffspunkte, kein Effekt. Raus damit. So. Ich schlage also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich verstehe auch nicht, warum dass man hier das Spiel nur mit der Wii Remote und dem Nunchuck spielen kann. Sprich, mit dem Class-Controller geht's gar nicht. Ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Oh, das gilt der Elfenschwerkämpfer. Der ist gar nicht mal so übel. Vor allem, weil er halt in Kämpfen mit Monstern, die mehr als 1000 Angriffspunkte gar nicht zerstört werden kann. So, ja, Spiel zurückkehren. Mehr haben wir momentan gar nicht. Ich meine, klar, ihr könnt natürlich noch ein paar Karten kaufen hier im Shop und so, aber wir können uns maximal ein Pack kaufen momentan. Das würde heißen, maximal 5 neue Karten und deswegen, nee. Warten noch ein bisschen. Online-Modus kommt auch später noch, deswegen zuerst mal offline den Story-Modus ein bisschen durchzocken. Und da, wie bereits erwähnt, wird es am Anfang eine lange Einführungssequenz geben. Der Duell der Legenden Cup ist eröffnet. Ja, Duell der Legenden, geil. Kommt, ihr stolzen, starken Duellanten, zeigt, was ihr könnt. Ja, dummerweise nicht gegen Yu-Gi-Oh! Und Co. Das finde ich ein bisschen schade. Dem Gewinner winkt eine weitere Position als die des Duellkönigs und damit einhergehend Macht und Reichtum. Ist klar. Da eröffnet einfach so ein Typ wie ein Turnier und sagt, ja, wer das gewinnt, der ist der mächtigste Mann auf der Welt. Geil, Mann. So, dies ist die an Michael gerichtete Einladung. Außerdem erhält er einen Personal Digital Assistant, PDA, den er an seinem Arm tragen kann. Cool. Beim Lesen erwacht Michaels Duellantenseele und sein Blut gerät in Wallung. Die Veranstaltung findet auf Ragnarok statt, einer weit entfernten einsamen Insel. Der Name des Absenders lautet Surtr. Was das für ein Name ist, Surtr. Mit dem Deck in der Hand bricht Michael zum Schauplatz des Kampfes auf. Wohl wissend, dass es nicht sein letzter sein wird. Ja, denn ich habe vor, noch ganz viele Yu-Gi-Oh! Spiele zu Let's Playen, aber dazu erzähle ich nach dem Duell mehr. Oberirdisch, Eingang zu Yggdrasil. So, also, das ist ein bisschen, naja. Willkommen, Duellanten. Ich bin Surt, Gastgeber und Organisator des Duell der Legenden Cups. Erst einmal möchte ich allen Duellanten danken, die sich hier versammelt haben. Hey Surt, ich habe ein paar Fragen. Ach, wenn das nicht mal der alte King ist. Du darfst sprechen, Jack Atlas, ich höre zu. Das Alte können wir weglassen. Schon bald werde ich wieder auf dem Thron sitzen, wenn ich Yusei besiegt habe. Ach, Jack. Der aktuelle King Yusei Fudo ist also auch hier. Das wird eine tolle Veranstaltung. Wen interessiert das schon?
Mich interessiert, was du in der Einladung mit Macht und Reichtum in einer besseren Position als der des Duellkönig gemeint hast. Ja, würde mich auch interessieren. Willst du damit sagen, dass es jemanden gibt, der mächtiger als der King von New Domino City ist? Der alte King besitzt eben noch seinen Stolz, wa? Sehr gut, denn Stolz ist für einen Duellanten so wichtig wie seine Karten. Habt ihr das gerade gesehen? Da fehlt irgendwie das Wie. Gibt es wirklich noch eine Position im Duellkönig? Aber natürlich, wer hier gewinnt, dem liegt die Welt zu Füßen. Genau, wenn ich gewinne, wird vielleicht Mina... oh, scheiße. Bist du verrückt? Der Champion müsste den großen Jack Atlas besiegen und das wird einfach nicht geschehen. Ich wollte nur... Scheiße, verkackt. Sword, du redest von der ganzen Welt. Meinst du, dass du so mächtig bist? Das zu glauben bleibt dir überlassen, Yusei. Hast du das gehört, Luna? Die ganze Welt, toll! Ja klar, Leo, das wird niemals geschehen. Aber wir sollten nicht vergessen, warum wir hier sind. Ja, ich weiß, alle Informationen sind in Dark Signals finden, richtig, Yusei? Also den finsteren Auserwählten. Ja genau, wir sind nicht wegen des Turniers hier. Aber das heißt nicht, dass wir es in Duell langsam angehen lassen, oder? Natürlich nicht. Man muss jedes Duell ernst nehmen. Das ist der Weg des Duellanten. Wir freuen mich schon sehr auf unser Duell, Yusei. Akisa. Hey Yusei, warum so ernst? Welly, was machst du hier? Eine gute Frage. Welly ist nicht allein. Genau. Nervin. Alter, wir sind noch hier, hey. Tank, Nervin, wie seid ihr, wir sprechen jetzt den. Ja, wir haben diesen Typen gefragt, ob er einen sie herbringt. Wir hatten uns auf das Boot geschmuggelt, hehe. Ihr seid wirklich unmöglich, Mann. Blister, stimmt das? Viel Glück, Jose, ich habe keine Einladung erhalten, also kann ich nicht antreten, aber ich drücke dir die Daumen. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen, Welly. Das ist die richtige Einstellung, Alter. Wir vergeuden Zeit, wann geht denn das Turnier einfach noch los? Ach ja, damit ihr es wisst, ich werde der Champion sein. Und der Hunter P schon wieder. Ja, das glaubst auch nur du, ich bin hier der einzig wahre Champion. Ich glaube nicht, gnädiger Herr. Ich werde den Sieg erringen. Rendsburg. Hilfe, es sind zu viele Stimmen. Hahaha, das ist es schon eher. Also, euer Ziel besteht darin, es bis zum Ende zu schaffen und gegen mich anzutreten. Ich warte ganz oben in Yggdrasil auf euch. Yggdrasil? Das klingt wie Digimon aus, nicht Digimon, irgendein Computer aus, Digimon, Data Squad. Yggdrasil? Der Turm, den ihr hier seht, ist Yggdrasil. In diesem Turnier gibt es nur eine Regel. Ihr müsst das oberste Stockwerk des Turms erreichen. Das ist alles. Doch nur die Auserwählten können das schaffen und der stärkste Duellant dieser Auserwählten wird gegen mich antreten. Wenn diese Person es schafft, mich zu besiegen, wird es zum Champion ernannt und erhält den rechtmäßigen Preis. Was? Der Eingang zum Turm ist verschlossen? Wie kommen wir dann rein? Um Yggdrasil betreten zu können, musst du auf dieser Insel ein Duell bestehen. Wer als erster gewinnt? Ja klar, nur ein Duell. Ich glaub's auch. Darf als erster hinein. Okay, erstmal werden die Schwächlinge ausgesiebt. Die Aktivitäten auf der Insel werden von euren PDAs aufgezeichnet und verwaltet. Schummeln ist natürlich nicht erlaubt. Ja. Hat nicht gerade vorhin noch erzählt, dass die einzige Regel wäre, den Turm zu erreichen? Aber es gibt hier auch sicherlich niemanden, der so etwas tun würde, oder? Natürlich nicht. Ihr bekommt eure Karten um die PDAs. Schaltet sie an, um weitere Informationen zu erhalten. Wow, dieser PDA ist wirklich praktisch. Also gut, Duellanten, hiermit erklärt das Turnier als eröffnet. Treten wir mit Leib und Seele gegeneinander an. Peace, Mann. Also mal los. Yusei, ich rauche in der Pfeife. Wow, alles in Action. Los geht's. Hey, warte, Leo. Zum Game ist Atlas? Yusei, bleib immer vorne dabei. Ja, du auch, Jack, du auch. Miss Atlas, warten Sie. Mina, ich bin gerade nicht. Ja, was jetzt? Du bist nicht dabei? Hä? Wer? Achso, der spielt gerade mit uns. Hi, Yusei. Ja, doch, ich bin auch dabei. Okay, naja, egal. Du hast wohl deine eigenartige Dinge anzugehen, wa? Indem ich alle nachsynchronisieren, als der Puste bin. Yusei, lass uns loslegen. Naja, ich komme. Was nicht schon wieder? Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen. Nennst du mir deinen Namen? Ich bin Yusei Fudo. Ja, genau, ich bin Michael. Michael? Der Name gefällt mir. Mir auch, danke. Also, bin mal weg. Ich hoffe, du schlägst dich gut, Michael.
Ja, hoffen wir alle. Ja, das hoffen wir alle. So, Level bestehen. Um Level zu bestehen, muss ein Charakter zum Zielfeld bewegen. Bewegen einen Charakter auf dieses Feld, um ein Level zu bestehen. Dreht zum Bewegen das Roulette. Ja, das muss man dir weiter erklären, das kann ich bereits also let's testen noch. Man kann dazu sagen, ist ein bisschen billig gemacht, das schon, aber naja, Hauptsache das Duell kommt nicht zu kurz. Das ist auch immer noch am wichtigsten bei Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja, ich zeig's euch gleich. Das Ganze funktioniert also. Als erstes muss natürlich mal das AP-Roulette bewegen, weil wir können uns nur mit APs bewegen. So. Glaube ich, 3. Das heißt, ich kann 3 Felder mich bewegen. Ja, AP-Aktionspunkte, schön. Zack, Roulette, Minax. Ja, sehen wir alles gleich. Also, bewegen. Gehe ich mal, zack, 2 Felder. Kriege ich nämlich einen neuen Gegenstand. Und was wird es sein? Ist es eine Karte oder ist es DP-Punkte? DP-Punkte. Duell Points. 300 Stück sogar. Okay, nochmal bewegen und wir können uns direkt zum ersten Mal überhaupt duellieren, Leute. Tut mir leid, aber ich muss dich besiegen, um meine Siegesliste zu füllen. Naja, Zenny, kein Problem. Du wirst verlieren. Was ob du eine Chance gegen uns hätte, ganz ehrlich. So, ene, mene, mu und raus bist du. Haha, gewonnen. So. Dann mach ich mal... Was macht den ersten? Ne, ich mach den zweiten Zug. Er darf beginnen. Alles klar. Michael gegen Zenny. Es ist Zeit für ein Duell. Dann wollen wir mal. 40 Karten. Alles klar. Was habe ich auf der Hand? Ach du Scheibenkleister. Naja, ist immer eine große Auswahl. Was ruft er? Eine Gura-Schildkröte. Gut, dann bin ich mal dran. Alles klar. Ich ziehe. Was ziehe ich wohl? Gagagigo. Alter, erinnere mich. Ja, das... Ich muss dazugeben, meine Yu-Gi-Oh! Zeit, vor allem meine aktive Zeit, damals noch mit Yu-Gi-Oh! Online 2 und so, das ist schon sehr lange her. Kenne ich die Regeln trotzdem noch, aber Gagagigo, das war noch eines der ersten Monster, die ich damals hatte und... Ja, da geht es noch irgendwie Weiterentwicklung von Kiga-Gagagigo und Gokiga-Gagagigo. Es war echt übel. So, beim ersten Mal rufe ich... Moment mal, Gura-Schildkröte, was ist denn das für eine Fähigkeit? Aha, alles klar, kein Problem. Als erstes rufe ich mal den Axträuber. Joeys Karte im Angriffsmodus. Zip. Wie gesagt, wird, okay. Na, da wollen wir mal, Leute, wa? Zeit für die Kampfphase. Axträuber greift seine Gura-Schildkröte an, Attacke und 7600 Lebenspunkte ab. Wieso hat nicht so eine verdeckte... Was ist das für eine verdeckte Karte? Und Mist irgendwie. Egal. Dann ist das mein Zug. Oh, verdammt. Problem ist, für Zauberschild-Typ 8 von 2 einen Effekt muss ich eine Zauberkarte ablegen. Ja, die Karte kenne ich auch noch aus früheren Zeiten. Also man kann sagen, ich werde vermutlich etwa, schätze mal, 70% der Karten hier aus dem Spiel bereits kennen. Der Rest wird auch mir noch ein bisschen unbekannt oder ich habe es vergessen mittlerweile, kann natürlich auch sein. Aber egal. So, was ich euch noch vorhin erzählen wollte, wenn wir schon beim Duellieren sind. Jetzt will ich das vor allem im ersten Part noch machen, später nicht mehr. Da werde ich mich dann vollkommen aufs Duell konzentrieren. Also... ist ja so, Yu-Gi-Oh! Mäßig gibt es ja schon ein paar Spiele. Meistens ist es eher so, dass in diese Spiele entweder haben sie einen geilen Story-Modus, dafür ist das Kampfsystem total Schrott oder das Umgekehrte. Ich wähle dann mal nur Willy Breakers für die Wii. Damals konntest du... Oh, zwei verdeckte Karten an, schlecht. Damals konntest du irgendwie mit... Sektorie dann schlecht. Moment, was ist denn der für ein Effekt? Kartenblocker. Kartenblocker. Könnte noch spannend sein. Position. Moment mal, ich mach's mal anders. Gut, ich rufe trotzdem mal Gagagigo so rum. Im Angriffsmodus. Ein Effekt, alles klar. Genau, Willy Breaker war ja so, damit konntest du ja vor allem ein bisschen Zeugs rumcruisen, also sprich, ja, war halt wirklich ein bisschen Gegner rumfahren mit Motorrad und so. Ein bisschen duellieren konnte sich zwar auch noch, aber die Regeln waren irgendwie komplett anders und ja, es war eigentlich ein typisches Yu-Gi-Oh! Feeling und davon gab es leider einige Spiele auch noch, wobei bei Willy Breakers war auch der Story-Modus komplett kacke, aber machte gar nichts.
Ein schwächerer Gegner, ey. Ich erinnere mich noch an andere Spiele aus früheren Zeiten, zum Beispiel für die Game Boy Advance oder was, Game Boy Color sogar noch? Nee, Advance war's. Damals gab es noch 2 Spiele zu Yu-Gi-Oh! Zeiten. Später konnte sich da im Story-Modus durch Battle-Sieg durchschlagen. Oh, das ging nicht schlecht. Und es gab sogar noch ein Spiel, der hieß irgendwie Rage der Zerstörer, das fand ich vom Story-Modus her echt genial. Also du konntest irgendwie... Du hattest bereits 3 Götter im Deck und konntest irgendwie noch... die waren irgendwie zu Steinerstadt, du musst ihn entsiegen lassen. Irgendwie ganz krass. Naja, was ist diese Karte in der Endphase? Nee, lass ich ehrlich gesagt mal noch. Ich rufe aber stattdessen mal nix und greif mal an. Sicherheitshalber, man weiß nie, was er noch für eine verdeckte Karte hat. Ja, war das? Oh, Moment, den jetzt mal angreifen. Das war das Spiel Rage der Zerstörer, fand ich extrem genial vom Story-Modus her, aber das Kampfsystem, das Kartensystem hatte nichts mit dem Original Yu-Gi-Oh! Prinzip zu tun. War wieder mal komplett was anderes und ja, ist halt wirklich schwierig, ein Spiel zu finden heutzutage, was beides kombiniert. Damit war es halt mit, wie bereits erwähnt, Yu-Gi-Oh! Online 2 war so ein Spiel. Gut, Story-Modus also nicht wirklich ein, aber du konntest damit damals wenigstens noch die Overworld mit deinem Avatar hindurchlaufen, du konntest andere Spiele herausfordern, das war auch ganz geil. Und dann später ja, kam dann Yu-Gi-Oh! Online 3 und da hieß es irgendwie, ja, soll alles besser werden als beim Vorgänger, aber naja. Das war eines der Spiele, wo mehr versprochen wurde, als schlussendlich eingehalten wurde. Oh, Umi, nicht schlecht. Vor allem für die Wassermonster. Aber ich muss sagen, es gibt trotzdem noch ein paar Yu-Gi-Oh! Spiele, die ich gerne noch Let's Playen würde. Und zwar wenn man da vor allem noch eins auf für Nintendo DS, und zwar, wie ist das schon wieder? Yu-Gi-Oh! Yep, bitte schon aktivieren. Moment, ich komme gleich dazu. Ich muss erst mal ganz kurz hier einen Effekt aktivieren. Den rufe ich jetzt. Oh, die kriege, der wäre geil. Ehrenchecker bringt doch nichts. Der hier rufe ich. Den DD-Krieger. Vor allem diesen Effekt ist ganz geil. Ja, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2010. Reverse Arcadia hieß das Teil. Alter, das war so genial. Es spielt sozusagen von Yu-Gi-Oh! 5Ds, das schon. Aber irgendwie hat da alles gepasst, hey, sowohl Story-Modus als auch Kampfsystem und du konntest sogar, nachdem du das Spiel neu gestartet, also sprich den Story-Modus neu gestartet hast, konntest du sogar dein altes Deck behalten und das war dann vor allem ganz, ganz heftig. Moment, was steht es da? Hier ist mal Moment, ich muss ganz kurz einen Effekt da durchlesen, kann ich irgendwie hier runterscrollen? Ah, hier. 700 Punkte, jedes Monster im Typ Tracht, das gegen mit diesem Monster kämpft, wird am Ende der Battlephase zerstört. Wieso also nicht, wa? Ja, ebenfalls behalten. Karatemengen kann ich doppeln, gibt 2000, erst im Krieg gibt es 1700. Wäre nicht mal so übel, wa? Die Krieger nachher entfernen lassen, aber nee. Der Kartenblocker? Egal, ich ruf mal, Karatemen! So, bereits verdoppelt, muss selber machen, alles klar. Karatemen verdoppelt einen Effekt. Oder eine andere Stärke. Jetzt kriegst du noch das Drachenseelenschwert dazu. Damit du noch mächtiger wirst. Yeah, Mann! Jackie Chan for the win! Wobei Jackie Chan beherrschte Kung Fu und nicht Karate. Aber ist ein anderes Thema. Ja, was soll ich noch sagen? Genau. Es gibt noch ein paar Yu-Gi-Oh! Spiele, die man so zocken kann, die ganz lustig sind. Naja. Aber eben leider bei der Großzahl der Spiele trifft es leider nicht zu. Entweder hat es keinen Story-Modus, wie zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Pro Online, oder aber der Modus ist total beschissen. Wie bei ja, Wheelie Breakers, Rage der Zerstörer. Naja, ein bisschen schade, aber trotzdem, das Spiel an und für sich macht trotzdem Spaß. Und vor allem deshalb freue ich mich vor allem auf Yu-Gi-Oh! 5D Star Reverse of Arcadia, weil dort habe ich im Deck sogar noch alle 3 ägyptischen Götterkarten, die man sich damals noch runterladen konnte. Und da freue ich mich schon extrem. Hey, so, Erfahrungspunkt 20 und gesamt 98 DPs. Geil, geil, geil. Neuer Bonus, was kein Fallen kann Bonus, wurden für genau 0 Lebenspunkte. Cool.
So, was hat die Zeit? Jetzt seid ihr bereits vorbei von den ersten Part. Ich habe bereits viel gequatscht und so. Hör, was passiert? Nein, ich habe verloren, scheiße. Ja, so kann's kommen, Kumpel. So kann's kommen. Ja, ich würde trotzdem mal sagen, es war leider nur ein Duell, aber es ist trotzdem mal wieder vorbei für heute. Hier mit Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ihr habt es bis jetzt gesehen, vom Deck her sind wir momentan noch ziemlich auf dem, ja, ich sag das Basis-Deck, von dem her gibt noch nicht gerade sehr viele gute Karten darin. Trotzdem, wenn wir noch ein paar DPs gewonnen haben, können wir uns sicher da bessere Karten kaufen und unser Deck aufrüsten, aufwerten. Und auch der Story-Modus, also, es sieht nicht gerade so aus, als wäre es ein toller Story-Modus, aber ich hoffe mir eigentlich noch sehr viel davon und hoffe mal, das wird auch bei euch so zutreffen, dass ihr euch das auch erhofft, so wie ich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt noch sehr viel Spaß in diesem Let's Play. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Part, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bin schon mal sehr gespannt auf den Kampf gegen Surtr und das Begegnung mit Yggdrasil, das wirklich nur ein Turm ist oder sonst irgendwie ein Computerviech und so. Man ganz ehrlich, das Surtr, der hat irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten mit, naja, ihr wisst schon, also das Ganze irgendwie schon ein bisschen so aus wie damals noch bei Yu-Gi-Oh! Mit dem König der Duellanten. Der Turm Yggdrasil erinnert mich ein bisschen da an das Battle City Turnier mit dem Duellturm von Kaiba auf der Kaiba Corporation Insel. Bin gespannt, was da sonst noch so für Ähnlichkeiten geben wird. Aber das sehen wir dann hoffentlich demnächst hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen!